Salut zusammen, ich begrüße euch herzlich zur zweiten Folge vom FIFA 17 Karrieremodus. Heute ist das erste Spiel gegen den FC Luzern und FC Luzern darf man einfach nicht unterschätzen. Wir starten auch direkt mit dem Spiel. Die Aufstellung haben wir schon im letzten Part gemacht und ich würde mal sagen, wir spielen mit dem Auswärtstrikot und Luzern spielt mit dem Heimtrikot, wir spielen ja auswärts. Und da sieht man nochmal unsere Aufstellung, so spielen wir mit dem Chaka und Sufi auf der 6 und sonst sieht man ja, wie wir spielen. Das ist also das erste Spiel von der Saison und wir müssen gewinnen. Wir spielen auf Legende gegen den FC Luzern und da muss einfach ein Sieg an. Ich habe es schon jetzt etwa 2 oder 3 Mal gesagt, aber es ist einfach so. Bei Luzern spielt der Neumeier und der Schneule. Vielleicht sehen wir jetzt noch die Aufstellung, aber ich glaube nicht. Ich habe es glaube aus Versehen übersprungen. Und der Nüssli ist sogar ein Schweizer, der Schiedsrichter ist. Und jetzt fängt es an. Im Sturm mit dem Janko. Damit wir den Dumbia können einwechseln als paciger Stürmer. Und da sehen wir den kosovarische Nationalspieler Krieschi oder wie der heißt. Aber wir haben den Ball erobert. Und der erste Fehlpass, der ist schon mal mega stark gewesen. Und der Schneule macht es so ein bisschen gut und der Juric schießt völlig daneben. In der 4. Spielminute. Und wir sollten jetzt mal ein bisschen Spiel aufbauen. Ich habe die Taktik noch gar nicht eingestellt. Da lang sieht der Janko, aber der ist ein bisschen zu langsam auf den Flügel. Und dann gehen wir ein bisschen hinten durch. Zufi in die Mitte zum Chaka. Da sieht der Delgado. Und außen ist der Boetius frei. Aber der Janko ist nicht in der Mitte. Die Flanke kommt trotzdem, aber die wird abgewehrt vom Tiesson. Aber da macht er fatale Fehler. Der Ball kommt in die Mitte von Boetius, aber nur mehr abgefälscht. Und der Boetius holt er sich wieder. Ich weiß nicht, was da mit Luzern los ist. Und die Flanke kommt nochmal, aber der Janko kommt nicht zum Ball. Das ist eben das Thema mit dem Training. Die müssen unbedingt ihre Flanke verbessern. Das hätten wir jetzt etwa 3-mal gesehen oder so, dass die Flanken nicht gerade die besten sind. Und ich habe keine Ahnung, was Luzern da macht. Manchmal machen die einfach so blöde Dribblings und das kann ich dann ausnutzen zum Ball erobern. Jetzt Luzern über die Mitte, aber der Zufi ist da. Und jetzt kommt Luzern über die Flügel der Hüker. Auf dem Flügel, der hat ja mal einen Hattrick gemacht, wo Basel 4-0 oder 4-1 verloren hat. Letzte Saison. Aber das ist, glaube ich, Basel schon Meister gewesen. Jetzt können wir kommen. Delgado sieht oder Boetius, aber da legt sich der Ball viel zu weit vor. Und somit ist die Chance auch vergeben. Aber der Delgado gerade nochmal. Jetzt über den Flügel. Der Janko geht einfach nicht in die Mitte. Ich weiß nicht, was da los ist. Und der Traoré flankt, aber dort ist wieder keine. Der Delgado gewinnt aber das Kopfballduell. Und der Steffen sieht da lang, wo durchstartet auf der Seite. Da kann der Ball nicht richtig mitnehmen, aber der Lustenberger rettet gerade noch. Da haben wir uns jetzt gerade kurz im Bild gesehen, aber das bringt auch nicht so viel. Wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Der Chaka ist in einer guten Position, aber da sieht da der Janko und wieder gibt es Einwurf. Der Neumeier kann da retten. Und irgendwie ist es noch nicht das Spiel, das ich spielen will. Da ist geht alles noch viel zu lang. Und der Boetius hätte es gerade schön mitnehmen, aber wird da gestoppt vom Bruder Schneule, vom Christian Schneule. Oh, und das macht der Traoré mega schlecht. Und jetzt kommt der Schneule über die Seite, aber der Chaka passt auf. Aber kann nicht ganz klären, der Juric ist noch da. Neumeier das Spiel verlagern. Und jetzt ist es nochmal gefährlich über den Hüker. Aber der Lang sollte eigentlich bekommen. Ja, macht er auch. Und der Steffen verliert ihn gerade wieder. Okay, aber langsam will ich zur ersten richtigen Chance gehen. Oh, die Flanke wird gefährlich. Aber der Marco Schneule vergibt die Chance. Das schnell Taktik einstellen. Ich schaffe es irgendwie gerade nicht. Defensiv und Ballbesitz. So, jetzt ist nochmal gefährlich. Juric mit einem
schlechter Flachschuss. Jetzt können wir kontern. Aber Janko oh mein Gott. Der Chaka hätten aber verspringt der Ball, will ich sagen. Und der Boetius läuft nicht richtig mit. Ist gerade richtig komisch. Und Zufi Seto oder Steffen. Der kommt immer in die Mitte, aber ich glaube, ich habe gar nicht eingestellt, was er in die Mitte ziehen soll. Jetzt der Janko auf der Delgado. Und der Delgado mit dem Flachschuss in die lange Ecke und das ist 1:0. Matthias Delgado, der Captain vom FCB, macht das erste Saisongoal vor der Vorarbeit, also oft Vorarbeit vom Marc Janko. Also mit dem schwachen linken Fuß tut er dann platziert in lange Eckzirkel. Und es zählt das Eigengoal vom Ziebung, das ist jetzt mega ärgerlich, weil das war halt ein Scorerpunkt für den Delgado, wo in der Saison schon über 20 Scorerpunkte normalerweise macht, in 8. Und jetzt wieder der FCB über die rechte Seite, durch Steffen verliert aber den Ball, er wollte von rechts in die Mitte ziehen und mit dem linken Fuß abziehen. Und der Delgado mit dem Traumpass auf der Lang, da mit der Flanke und der Janko kommt nicht mehr an den Ball. Jetzt Luzern wieder im Spielaufbau. Und der Delgado erobert ihn. Der Boetius sieht der Zufi und dann sein Pass wird abgefälscht zum Eckball. Und da zirkelt natürlich der Delgado in die Mitte. Auf der Ballante, aber der kommt nicht an den Ball. Jetzt Janko. Jetzt von oben, ehrlich gesagt, sieht der Janko mega realistisch aus. Und der Lang, du läuft nicht mit. Was ist denn das? Steffen auf Suchi. Was macht denn da dort vorne? Und da probiert es mit dem Schuss auszusehen und jetzt gerade Kreisdruck. Weil ich wollte Zweikampf machen. Und der Chaka verliert da den Ball. Jetzt der kosovarische Nationalspieler auf der Juric. Und jetzt gibt es die erste richtige Chance. Oder nein, schon die zweite. Und der Watschlik hat sensationell. Der Schuss kann es gar nicht sehen, von wem, ich glaube vom Lustenberger. Aber es gibt Abstoß. So, nochmal Ballbesitz. Ich weiß nicht, ob es vorher übernommen hat. So, jetzt nochmal über die linke Seite. Traoré auf der Boetius. Und das machen sie jetzt schön. Traoré nochmal auf der Janko. Und da haben wir den ihn auch in die lange Ecke, aber hoch. 2:0 und das sieht ja mega realistisch aus. Okay, es geht, aber von der Seite und von oben sieht er wirklich realistisch aus. Und der Traoré holt sich so seinen ersten Scorerpunkt und der Janko seinen ersten Saisontreffer. Macht das schön mit seinem starken Fuß. Also 2:0 ist schon mal ein rechtes Polster und sollte man auch nicht aus der Hand gehen. Da sehen wir St. Gallen in der Halbzeit 1:1 gegen Lausanne. Aber ich glaube, ja, der Janko und Delgado werden wahrscheinlich nachher noch ausgewechselt, so wie es aussieht. Weil die sind, was Ausdauer angeht, richtig schlecht dran. Und wir können hier den Ball hinter uns spielen lassen, weil Luzern nicht angreift. Und dann nutzen wir das aber mal und schlagen aber irgendwann mal zu, wenn sie dann langsam kommen. Und du siehst nicht rechts unten ist der Steffen völlig frei. Aber der Lustenberger kann da mit seinem Körper durch Steffen wegdrängen. Und der Costa, der Champions League-Sieger bei Luzern, kann da das Spiel auch wieder aufbauen. Der Neumeier tut wieder mal das Spiel verlagern. Mehr hat aber bis jetzt in diesem Spiel auch nicht gemacht. Und der Boetius erobert den Ball und will da gerade zum Janko durchstecken. Aber das klingt ihm nicht so gut und der Ball bleibt stecken in der Verteidigung vom FCL. Und der Traoré hat das gerade stark gemacht. Von vorne ist er zurückgesäckelt, gerade Ball erobert, aber er ist so nicht durcheinander im Moment, dass wir ihn gerade wieder verloren haben. Das macht der Schneider mega gut. Und der Neumeier und der Juric vergibt die Chance. Haben wir jetzt Glück gehabt.
Und ich hoffe, Luzern wechselt da hinten nie. Der ist schon ausgelehnt vom FCB, also von uns. Und wir kommen jetzt wieder über die rechte Seite, aber der Steffen zieht gerade nicht vorbei. Dann machen wir es halt über die Mitte, über Delgado und Chaka. Wo ist gerade zu viel? Vermisse ich gerade ein bisschen. Durchschauen. Und was für ein Tiki-Taka. Oh, und der Janko mit der Hacke. Okay, sehr interessant, dass der Janko dann auf Ibrahimovic macht. Also Größe passt schon mal. Und auch die Art, wie er das Goal macht. Jetzt auch anscheinend noch Pass. Und wenn das nächste Mal der Ball durch ist, wechseln wir. Weil der Janko kann nicht so richtig. Jetzt Boetius. Und da unten ist der Lang. Da sieht der Steffen. Mit links haut er drauf, aber der Ziebung ist da und kann noch klären. Und jetzt ist der Ball durch, jetzt wechsle ich gerade. Und zwar kommt der Janko raus und der Dumbia rein. Und ich würde auch gerne dazu rausnehmen, weil ich da noch nicht so richtig gesehen habe. Und dann kommt nachher noch der Piano-Son für den Delgado. Ivo vom Traoré auf der Boetius. Und jetzt der Franzson direkt am Ball. Auf der Delgado. Und da schlanzt aber der Ziebung. Muss eigentlich gar nicht machen. Fängt der Ball locker ab. So, und jetzt sind wir irgendwie nur mit zu dritt hinten. Und einer davon ist der Chaka. Ist auch nicht gerade ideal. Steffen wieder. Und der Dumbia. Ist auch das erste Mal am Ball. Und aussen läuft der Traoré. Aber es ist ein schlechter Ball vom eingewechselten Franzson. Dumbia da sehr defensiv gerade. Und der Franzson mit dem Ball auf der Delgado. Was denn das für ein Pass gewesen? Und das war jetzt schon das zweite Saisongoal von Matthias Delgado. Aber wie schon gesagt, das 1-0 ist ein Eigengoal vom Ziebung, was ich nicht so ganz verstanden habe, nachher nochmal in der Wiederholung anschauen. Und da habe ich schon gedacht, es war Offside. Aber nein, der Franzson macht die perfekte Lüpfe über die Abwehr. Und Delgado mit links wieder. Volley ohne Chance für die Ziebung. Und haben wir das gerade gesehen, ist aber auf dem Cap-Bandel, ist wie ein echter Basisstab drauf, das habe ich jetzt noch gar nie gesehen. Schon mega cool. Ja, cool. Neues Wort. Cool. Habe ich noch nie gehört. Aber habe ich es einfach so erfunden. Und der Franzson wird da gefoult. Und das nutze ich gerade und wechsle der Delgado aus für den Piano-Son. Rechtsfüßler, oder? Ja, genau. Der isländische Wikinger kommt für unsere Captain. Ich hoffe, wir können nur mal eins machen. Also 4-0 war schon hart. Vor allem ist Luzern eigentlich eine der besten Mannschaften im Moment in der Schweiz. Also wenn man den Kader anschaut und alles. Aber in Dumbia würde ich schon noch ein Goal gönnen. Das ist ja eigentlich sozusagen jetzt gerade die erste Match für den FCB nach dem Wechsel. Und ist auch, wenn ich mich nicht täusche, der einzige Neuzugang von der Saison, der auf dem Platz steht. Ah nein, der Balanta natürlich in der Innenverteidigung auch noch. Und das wird noch gefährlich. Aber der Traoré kann da gerade noch klare, lang. Und der Suchi haut er weg. So muss es sein. Und jetzt würde ich gerne wieder am Ball kommen. Irgendwie bekommt gerade Luzerns die Überhand. Und der Piano-Son mit dem ersten Ballkontakt auf der Dumbia, aber der Ziebung kann klären. Kommt er rausgesprintet wie ein Waldmeister. Den ich so ganz sagt. Der Piano-Son jetzt wieder am Ball. Mit der Hacke auf der Dumbia. Aber auf der linken Seite ist keiner, der mitläuft. Der Franzson wieder auf der Dumbia. Da will zum Steffen durchstecken. Aber auch das klappt nicht so ganz. Und der Franzson Weltklasse. Oh nein, das habe ich jetzt nicht, weil ich habe gedacht, der Dumbia nimmt den Ball schon an. Ich kann zurückpassen auf den Piano-Son. Aber nein. Der Piano-Son hat einfach zurückgespielt ins Niemandland. Da sehen wir den Itten, Cedric Jan Itten vom FC Basel eingewechselt worden und macht das mega schön. Aber ein Kopfball aus 16 oder
14 Meter bringt. Nicht so viel und der Watschlik macht das nochmal spannend. Jetzt Boetius sieht er Dumbia laufen und das ist jetzt unsere Waffe als Joker. Kommt da in die Mitte, probiert es mit dem Schlanzer, aber da wird noch blockt. Und der Pianoson erobert sich da zurück. Und der Franzson ist schon mega aktiv und macht das mega schön. Und da ist der Steffen, aber der Zibung kann die Chance abholen. Was auch immer ich gerade sagen. Es ist nicht so ganz aufgegangen. Und ich komme da immer mit dem Controller an den Tisch, weil ich mega angespannt bin. Weil ich kein Gegengol bekommen will. Und der Neumayo wieder kann heute nicht so seine Akzent setzen. Oh, und da jetzt die Chance für Luzern, aber wir haben schon gedacht, es gibt Penalty. Wir können souverän klären, ich glaube, der Balanta gesehen. Und wir sehen 3-0 im ersten Saisonspiel. Das ist mega stark. Also nein, da wollen wir jetzt nochmal Höhepunkt anschauen, nämlich das 1-0, das Eigengoal. Und wo ist das Eigengoal bitte? Ist ja einfach kein Eigengoal. Da war so oder so rein, schon mega dumm, okay. Dass das als Eigengoal gewertet wird, ist ein bisschen komisch, aber ist okay, muss uns nicht interessieren. St. Gallen, Lausanne 2-2. Wird auch interessant, wer die Saison abstiegt, sozusagen. Also Abstieg geht ja nicht, aber wer Letzter wird. Und der Wattstieg bedankt sich, dass er spielen dürfen. Ja, zu 0 würde ich mal sagen, ist ganz okay. Denn unser Scout ist weg, um ein Top-Talent zu finden. Und wir haben gerade gesehen, wir sind noch nicht Erste. Lugano ist Erster, ich glaube, die haben ja 4-1 gewonnen, kann das sein, ich glaube es. Und da trainieren wir nochmal unser Top-Talent im Goal, der Nikolic. Und der Riveros und Gabo können wir auch gerade trainieren, unsere Außenverteidiger. Und wer noch der Balanta, oder ich würde mal sagen, kümmert, auch wenn das sich nicht so anscheinend entwickelt hat, wie wir gerade gesehen haben, der hat kein Höckli, also so nennt's. Und nach dieser Leistung würde ich gerne nochmal den Franzson trainieren, weil der hat mega stark gespielt und hat mega die Ballkontrolle. Und zwar in der Defensive. Unser schwedischer Meister. Und hat nur mehr FPK, okay. Interessant. Und dann tun wir nochmal führen. Simuliere, oh mein Gott, geht das schnell. Bis zum Spiel gegen GC. Jetzt haben wir da zweimal eine Pressekonferenz. Okay. Aber ich glaube zweimal gegen GC, ja. Und ich würde mal sagen, wir lobe unsere FCB. Und sonst haben wir da schon eine Meldung bekommen. Habe ich da eigentlich der zweite Jugend-Scout geholt? Ja, habe ich, okay. Und dann würde ich sagen, ist das auch schon gesehen mit dem zweiten Part vom Karrieremodus. Im nächsten Part geht es dann gegen GC, also schon das nächste Topspiel. Und da sehen wir auch schon die nächsten Resultate. IB hat 3-0 gewonnen gegen Luzern, also wieder eine Niederlage. Und Lugano hat auch verloren. Also, damit wir an der Spitze bleiben und an IB glauben können, wir das nächste Spiel gewinnen. Wir sehen uns dann. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Tommy. Ciao.